Da haben wir vielleicht schon das erste, was wir uns mal anschauen können. The YouTube Official Artist Channel versus Old YouTube Page for Music Project. Hi, hoping some of you could shed some light on something that is pretty confusing to me. I've had a YouTube channel for a music project for a while. Recently we got an official artist channel, which is separate from the YouTube channel we've always used. So that our official YouTuber is sent via TuneCore in it. Okay, also was da meint, er oder sie, der das gepostet hat, der Official Artist Channel, wenn ihr euch fragt, das ist einfach der Channel mit der Musiknote rechts nebendran. Ihr habt die Möglichkeit über die meisten Aggregatoren heutzutage, also auch als, wenn ihr Schweizer Releases macht, also einen Schweizer Account habt, solltet ihr die Möglichkeit haben, dass ihr euren Account, euren YouTube-Channel zu einem Official Artist Channel machen könnt. Entweder durch den Creator Studio auf YouTube gibt es dort irgendeine Option, wenn man das nicht über den Aggregator macht, oder der jeweilige Aggregator, der Online-Provider, über den ihr Musik releaset, gibt auch irgendwo die Möglichkeit, so müsst ihr einfach mal nach diesen Optionen suchen. Wenn ihr das macht, was viele halt nicht wissen, ist, also es wird halt auch wahrscheinlich erklärt dann auf der Aggregatoren-Page oder je nachdem, über welchen Prozess ihr das macht. Was dann passiert ist, der Topic-Channel, wo ihr dort habt, weil, falls ihr euch gefragt habt, immer wenn ihr Audio releaset, ohne dass ihr das Musikvideo von eurem YouTube-Channel oder so aufnimmt, dann entsteht so ein automatisch generierter Topic-Channel-Kanal. Und der ist halt ein bisschen funny generell, weil die Historie steht ein bisschen, dass YouTube das gemacht hat, um auch können die Audio-Uploads, also beziehungsweise die Audio-Releases, die auf YouTube Music entstehen, auf ihrer Streaming-Plattform, dass man das spiegeln kann, 1:1 auf YouTube. Für die Künstler und Künstlerinnen, das ist jetzt einfach meine Vermutung, dass die das gemacht haben, weil ganz viele Künstler und Künstlerinnen weltweit halt nur immer Musikvideo-Singles auskoppeln und ihre Audios nicht aufgeladen haben, damals. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Heute tun sehr viele internationale Accounts natürlich auch die Audios, machen dann auch so Official Audio-Uploads. Aber für das hat man wie so eine Zwischenlösung gesucht und wegen dem sind dann irgendwann mal die Topic-Uploads, die Topic-YouTube-Channels gekommen. Und wenn man jetzt einen Official Artist Channel macht aus seinem Channel, dann kommt man einfach so das Musiknote über und dann die Subscriber, die Subs, die auf dem Topic Channel passiert sind, auf dem Themenkanal, wo ihr habt, falls ihr euch fragt, die werden dann zusammen gemerged, also die werden wie so zusammengesammelt mit eurem bestehenden YouTube-Channel, falls ihr überhaupt einen habt, einen separaten YouTube-Channel. Und die Subs kommen nachher alle zusammen und dann ändern sich auch noch gewisse Funktionen auf eurem Official Artist Channel, wo ihr dann habt. Es kommt wie so alles zusammen. Es kommen so neue Sachen dazu, wie ihr dann nachher so 3-4 neue Kacheln, also so Sparten auf der Startseite. Eine ist zum Beispiel, wo alle Releases drauf sind, also alle Audio-Releases mit den Artworks sieht man nachher dort. Die Seite ist so ein bisschen föhrig, also die Sparte, die ist so ein bisschen useless im Moment, da kann man nicht so mega viel machen. Es gibt eine Möglichkeit später, dass man auch die Topic, weil dort in dieser Sparte kommen halt die Topic Audio-Cover-Uploads rein, wo man nicht selber würde machen, die man auf YouTube Music servieren über den Provider. Und jetzt die Spalte kann man entweder dort lassen oder man kann sie unter der Customization bei Creator Studio kann man es einfach rausnehmen, wenn man will. Und dann kommt man noch, glaube ich, eine automatisch generierte Playlist über namens Musikvideos oder Musicvideos, je nachdem, ob man es auf Englisch oder auf Deutsch hat. Und die kann man nicht ändern, die wird automatisch immer wieder updated und dort kommt ein Mix rein aus Musikvideos, das YouTube-System erkennt dann irgendwann einmal, dass ihr Musikvideos aufgeladen habt und dann kommen die automatisch in die Playlist dort rein. Es kann aber auch sein, dass gewisse Audio-Uploads dort reinkommen oder irgendwie andere Uploads. Darum, es gibt nachher einfach eine zusätzliche Playlist. Aber sonst ändert sich nicht mega viel
im Sinn von, man hat halt mehr Optionen, Funktionen, um den Channel ein bisschen anpassen, um das Ganze ein bisschen kleiner machen. Aber falls ihr euch fragt, wir lesen da jetzt nachher gerade weiter, aber einfach vorweg, falls ihr euch fragt, dass ihr irgendwie besser bevorzugt werdet im Algorithmus oder dass es mehr Views ergibt oder so, das ist alles Urban Myth. So wie ich das weiss, dass also ob jetzt dein Channel der Musiknoten-Channel ist oder ein ganz normaler Channel, für den Moment Stand heute macht das irgendwie nicht so viel mit dem Algorithmus. Es wäre auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn das etwas mit dem Algorithmus machen würde, weil die meisten also es gibt noch sehr, sehr viele Musikchannels weltweit, wo halt nicht der konvertierte Channel ist, der Official Artist Channel, und es wäre ja doof, wenn der YouTube-Algorithmus die anderen Channels irgendwie benachteiligen würde in irgendeiner Form. Ich habe beides wie so mitbekommen, Official Artist Channels, aber auch reguläre YouTube Channels, und habe dort rein vom Algorithmus und wie der Channel kann wachsen und dass Views dazukommen und Zuschauer, Konsumenten, Musikkonsumenten, habe ich keinen Unterschied gespürt schlussendlich. Am Ende des Tages müssen halt die Uploads auf diesen Channels, egal ob es jetzt ein Official Artist Channel ist, also der mit der Musiknote, oder ein regulärer YouTube-Channel, wo du einfach als Künstlerkanal verwendest für deine Uploads. Schlussendlich müssen auch die Uploads gut funktionieren und dann werden sie ja weiter vorgeschlagen im Algorithmus. So, wenn man es jetzt ganz basic anschaut. Aber die Person schreibt dann noch dazu, which is separate from the bla bla bla, genau, das haben wir jetzt erklärt. We now have 2 separate YouTube accounts, which confuses me. I thought they were supposed to be merged together, but there appears to be no way to do that. Our initial channel has more subscribers and its custom URL is our project name, which is great. But our official artist channel has more recent subscriptions to it. Basically just looking for anybody who can advise as to why we have 2 YouTube accounts now and you guys have been using them. Das ist jetzt so eine Sache, eben, das mit dem Merger, also Subscribers gehen nachher zusammen. Die Person hat das vielleicht jetzt noch nicht ganz vollständig ausgeführt, den Prozess. Aber wenn man es nachher richtig macht, dann kommen die Subs irgendwie zusammen, wo man auf dem Topic-Account hat. Der Themenkanal allerdings, als einzelner Themenkanal, der bleibt noch bestehen. Aus irgendeinem Grund ist der halt dann trotzdem noch im Backend-System, also so im Hintergrund, findet man den. Es würde nachher einfach, umso mehr Uploads du auf deinem eigenen YouTube-Channel hast, nennen wir den jetzt einfach den regulären YouTube-Channel, den man selber würde machen, wo nicht da die Uploads sind, provided by bla bla bla, Aggregator, Automatic Upload. Wenn man umso mehr Uploads man auf einem eigenen Channel hat, wird dann der Suchalgorithmus automatisch den Topic-Kanal, den Themenkanal einfach in den Hintergrund tun. Und irgendwann wird der extrem schwierig zum Auffinden sein. Sprich, wenn man nachher nach deinem Artist-Account bzw. deinem Künstler-Account würde suchen, also deinem Künstlernamen oder einen Songnamen, wird dann die Chance sehr, sehr groß sein, dass halt dein eigener YouTube-Channel dort vorgeschlagen wird, beziehungsweise die Uploads auf deinem eigenen YouTube-Channel und die Topic-Uploads, die fallen nachher gar nicht mehr auf. Die sind nachher nur noch sehr, sehr schwierig auffindbar. Sie sind aber noch im System hinterlegt irgendwie. Das Doofe wird jetzt nur da, wie die Person das gesagt hat, wenn man halt auf dem anderen Channel, wenn man jetzt ein bisschen tricky wird es nur dann, wenn man startet mit Releasen und die Songs auch immer auf YouTube Music tut, sprich die Topic-Uploads entstehen, aber man tut keinen eigenen YouTube-Channel füttern. Also so mit den ersten 10, 15 Releases. Dann kann es halt passieren, dass der Topic-Kanal, der Themenkanal, der dort erschaffen wird, dass die halt Subscribers gönnt. Und mit diesen Subscribers kannst du sowieso nicht so viel machen am Anfang, weil die sind nicht in deinem Creator-Studio, sind die nicht
bei dir gelagert, sozusagen, bei deinem eigenen YouTube Creator Studio. Und mit diesen Topic Uploads werdet ihr merken, kann man halt nichts ändern. Man kann die Video Description nicht ändern, man kann keine Infokarte rein tun, kein Abspann. Man kann wieso nichts an diesen Video-Optionen ändern, von diesen Topic Uploads. Aber die Subscribers dort, vielleicht die Person hat das jetzt schon gemacht in der Zwischenzeit, die Subscribers müssen euch aber jetzt auch keine Sorgen machen, wenn man das richtig mergen tut, converten tut, dann tauchen zwar die Subscribers dort noch auf, man sieht wahrscheinlich noch einzeln, wie viele Subs es dort hat, aber sobald man den Artist-Channel gemacht hat, kommen die Subs nachher zusammen. Die werden nachher einfach alle zusammen auf dem einen, auf deinem Hauptkanal angezeigt, wo du die ganze Zeit verwenden würdest. So. Es kann aber sein, dass die Subscribers, die es noch auf dem Topic-Kanal gesammelt hat, dass es die noch einzeln anzeigt, wenn man nach dem Topic-Kanal würde finden oder suchen. Aber die Idee ist, der Topic-Kanal wird nachher so fest in den Hintergrund geraten im Algorithmus, dass der gar nicht mehr auffallen wird. Und auch die Übung, wegen dem sage ich ja amix oder als Empfehlung, die Audio-Uploads, also so ein Cover-Upload, wenn ihr kein Musikvideo parat habt, das auf einen eigenen YouTube-Channel tun, weil selbst wenn ihr auf dem Topic-Upload, wo vorher entstanden ist, wo automatisch entsteht, selbst wenn dort 2, 3, 4, 500 Views entstanden sind auf einem neuen Song, und ihr nachträglich einen Audio-Upload auf eurem eigenen Channel machen, wird nicht immer, das kann man nicht garantieren, aber in den allermeisten Fällen wird nachher der eigene Upload, wo man selber kontrolliert, wird dann automatisch in den Vordergrund geraten, immer wenn man nach dem Song sucht, weil der Algorithmus funktioniert nach wie vor noch so, dass die Topic-Uploads, die Thema-Uploads werden nur bevorzugt, wenn das System keine andere Quelle findet, irgendwie so. Man hat es natürlich schon gesehen, dass bei Künstlern, die keinen eigenen YouTube-Channel richtig füttern und kein Musikvideo draus haben oder keinen eigenen Audio-Upload machen, irgendeinen Visualizer oder irgendeinen Cover-Audio-Upload auf dem eigenen YouTube-Channel, dass es teilweise sogar passieren kann, dass die Topic-Uploads trenden und dass die halt die ganzen Views sammeln. Aber wenn ihr einen Topic-Upload hättet, wo am Views sammeln ist und ihr macht euch vielleicht Sorgen, weil ihr den Upload nicht kontrollieren könnt und nichts daran ändern an den Video-Descriptions etc., ist das eher ein gutes Zeichen als ein schlechtes Zeichen. Und das würde eher bedeuten, dass wenn ihr jetzt beschließt, einen eigenen Channel schnell zu eröffnen und dort auch einen Audio-Upload macht, beziehungsweise halt die Quellen wie so verdoppelt, dass nachher meistens die Suchtreffer gehen nachher auf euren Upload automatisch über, irgendwann einmal die neuen Views, weil das System erkennt auch, okay, der Künstler, dem der Topic Upload gehört, beziehungsweise der Song, der released worden ist, hat jetzt einen eigenen YouTube-Channel erschaffen und jetzt tun wir den ganzen Recommended-Algorithmus, die Empfehlungen, die passieren, tun wir halt dort an, den Traffic. So. Weil es ist so ein bisschen nach wie vor noch, weil das so ein bisschen eine Zwischenlösung war mit diesen Topic-Uploads, mit dem Topic-Kanal von YouTube selber, ist, wenn man jetzt nach einem Song würde suchen, nach einem Songtitel, hat man heutzutage nach wie vor Schwierigkeiten, den Song zu finden unter dem Topic-Kanal. Wenn man jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin wäre, wo keine eigenen Audio-Uploads drauf tut. So, der Merger, das mit dem Official Artist Channel, das kann man machen. Man wird sehen, dass wir einfach ein paar zusätzliche Customization Options haben. Teilweise gewisse, die das Official Artist Channel früh machen, bekommen auch, bevor sie auf 1000 Subs sind, auf 1000 Subscriber, bekommen sie den Community Tab, die Funktion zum Community Posts machen, was auch eine sehr starke Funktion ist. Und die es halt nicht vorher machen, die es vielleicht erst viel später machen, werden halt so gewisse Funktionen oder gewisse Services, die YouTube einem gibt, halt vielleicht erst ein bisschen später bekommen. Aber das mit dem Official Artist Channel kann man machen, muss man aber nicht. So. Das reicht vielleicht jetzt nicht für das Video. Es gibt vielleicht aber auch Strategien, wo
aber das ist jetzt sehr zukunftsmäßig bedacht. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung da. Es kann sein, dass wenn man einen Official Artist Channel macht und am YouTube-System wie so zeigt, dass man einen Musik-Channel hat, kann es sein, dass die CPMs, also so ein bisschen Fachwissen noch nebenbei für die Zuschauer, die da zuschauen und sich ein bisschen für YouTube interessieren. YouTube hat halt für alle Views, die gesammelt werden, haben sie halt das CPM-System. Sprich, das CPM ist der Wert, wie viel mit der Werbung, die Werbung, die eingespielt wird oder wo auf den Videos angezeigt wird. Der CPM-Wert ist einfach, wie viel Dollar, der Dollarbetrag, den du bekommst pro 1000 Views als Creator, sagen wir von Perspektive Creator. Und wie YouTube aufgebaut ist mit den Werbeempfehlungen beziehungsweise mit der dynamischen Werbung, ist halt jede Kategorie, jedes Segment, jede Zielgruppe auf YouTube, sprich Gaming, Finanzen, Musik, all die Kategorien, die es gibt, Travel, Lifestyle, die kommen alle ein bisschen andere CPMs über. So, Musik, wenn man ein bisschen recherchieren tut, ist irgendwo bei einem CPM von 2 bis 5 Dollar. Sprich, also es kann auch höher gehen, aber eher selten. Sagen wir jetzt, wenn der Durchschnitt irgendwo 2 bis 5 Dollar ist, sprich 2 bis 5 Dollar, irgendwo dort in diesem Rahmen, pro 1000 Views, wo man würde bekommen, wenn man jetzt einen stärkeren Musik-Channel hätte, wo in der Kategorie Musik daheim ist, wo auch viel konsumiert wird und wo man die Partnerfunktion aktiviert hat und Geld verdient mit diesen Views. So. Jetzt gibt es aber auch Kategorien auf YouTube, wo weit über 10 Dollar und drüber bekommen, CPMs, sprich 10 Dollar oder drüber für jede 1000 Views, die auf einem von deinen Uploads passiert. Und das ist jetzt so der einzige Mythos oder das, was ich für meinen komischen Kopf, wo halt dort ein bisschen mehr am Rattern ist bei solchen Sachen oder das mehr hinterfragt, ist das Einzige, was ich nicht weiss oder was für mich ein bisschen unklar ist, wenn man jetzt All-In geht und einen Official Artist Channel aus seinem YouTube-Channel macht und am YouTube-System wieso sagt, hey, das ist ein Musik-Channel, so, da passiert jetzt nur Musik-Content auf dem Channel oder vermeintlich fast nur Musik-Channel, Musik-Content, weiss ich jetzt nicht, ob YouTube das nachher wieso fixiert und sagt, okay, ja, das ist ein Artist-Channel, sprich, das ist ein Musiker oder eine Musikerin, okay, du bist in der Kategorie vom CPM irgendwo zwischen 2 und 5 Dollar, sagen wir jetzt einfach als Beispiel, und du kannst nicht drüber gehen als das, weil du machst halt Musik-Content. Und du würdest dich vielleicht vermeintlich, aber das ist jetzt einfach eine Theorie, das ist jetzt einfach eine persönliche Theorie, könnte sein, dass man sich einfach limitiert mit einem CPM, weil es gibt eben, wenn man ein bisschen selber recherchieren auf Reddit und gewissen anderen Pages, gibt es jenste Creator-Diskussionen dort, wo ihr werdet merken, wenn ihr ein bisschen selber sucht, dass die CPMs auf YouTube sehr, sehr unterschiedlich sein können. Es kann sein, dass jemand, der Finanz-Content macht auf YouTube, ein CPM hat von 30, 40 Dollar, was schon crazy ist, also es ist schon extrem hoch für YouTube-Verhältnis. Und dann gibt es einen Lifestyle-Vlogger oder eine Vloggerin, der irgendwo einen CPM hat von 10 Dollar oder 9 Dollar. Und dann gibt es irgendwelche Musik-Channels, die irgendwo bei 2, 3 Dollar sind. Sprich, die Views auf diesen verschiedenen Kategorien und Content-Formate sind nicht überall gleich. Es kann vielleicht einen Podcast-Channel geben, der irgendwie Politik-Podcasts macht mit politischen Themen, wo einen völlig anderen CPM hat als halt ein Musiker. Und das hat auch nichts mit deinen Subscribers zu tun. Also es hat indirekt etwas, es hat mit deiner Zuschauerschaft zu tun, wer deine Zuschauerschaft ist. Aber es hat jetzt nicht damit zu tun, du kommst nicht einen höheren CPM über, weil du 3 Millionen Subscriber hast, anstatt ein Musikchannel. Wenn jetzt 2 Musikchannels würdest vergleichen, einer hat 3 Millionen Subscriber und einer hat 100'000 Subscriber oder einer hat für Schweizer
auf einem Schweizer Niveau, sagen wir 5.000 bis 10.000 Subscriber für den Anfang, heisst das nicht, dass der 2 Millionen Subs hat, kommt nicht ein höheres CPM über. Das ist nicht zwingend so. So funktioniert das YouTube-System nicht. Und das ist der einzige unklare Punkt für mich, dass ich jetzt nicht so wüsste, wenn man einen Official Artist Channel daraus macht, vielleicht, dass das auch Part von der Strategie ist, dass man bewusst mit dem umgehen soll, dass es könnte gut möglich sein, dass nachher irgendwie dein CPM drosselt ist, wenn das ein bisschen Sinn macht. Also es wird jetzt ein bisschen es wird jetzt ein bisschen brauchen, dass die da jetzt zuschauen und da ein bisschen mehr, wo das interessant finden, macht dort mal schnell die Übung und schaut euch das CPM-System schnell an. Ich will jetzt nicht eine ganze Folge dazu machen, weil es genug Lektüre gibt im Internet zu dem. Aber das ist so der einzige springende Punkt für mich, dass ich mir nicht so sicher wäre, wenn ich jetzt hinter einem Musikchannel wäre, sprich, ich bewirtschafte einen YouTube-Channel, wo halt Musik-Content drauf entsteht, würde ich trotzdem wählen, dass der CPM auch einmal in eine Kategorie kann gehen, über $10 und drüber. Und wenn man jetzt so einen Official Artist Channel macht, weiss ich nicht, ob da irgendwie vielleicht irgendetwas im System im Hintergrund ist, wo halt nachher das wie so klassifizieren tut als Musikchannel und nur als Musikchannel. Klar könntest du nachher auch mit einem Official Artist Channel irgendwann einmal nur Lifestyle Vlogs machen und vielleicht können nachher die Uploads einen anderen CPM über als dein Musik-Content. Aber vielleicht kann es auch sein, dass das System das nachher einfach als ein Kanal ansieht, der den gleichen Type von Content macht und dann wäre das vielleicht eher kontraproduktiv, dass du nachher in so einer CPM-Range bist, in einer recht tiefen CPM-Range, muss man sagen, weil um das geht es ein bisschen. Die Musik-CPMs auf YouTube sind nicht die höchsten. Man würde meinen, für das, dass es eine Kategorie ist, die zu den meist konsumierten Kategorien gehört auf YouTube, by far, also mit einem sehr grossen Abstand, teilweise zu anderen Kategorien, heisst das nicht, dass Musik-Content auch den höchsten CPM-Wert geniesst. Sprich, am meisten Werbegelder dort reinkommen für die Views, die generiert werden. Es kann sein, dass jemand in einer anderen Kategorie mit 100'000 Views einen höheren CPM hat und mehr Geld erwirtschaftet als teilweise ein Musik-Upload, der 2, 3, 4, 5 Millionen Views hat. Das kann passieren auf YouTube. Darum, das hat ein bisschen mit dem CPM-System zu tun. Das ist das eine mit dem Official Artist Channel, was ich nicht so weiss, so, wo vielleicht oder vielleicht aber auch nicht den CPM könnte negativ beeinflussen. Also ich gehe jetzt eher von dem Negativ aus, es könnte ihn auch positiv beeinflussen, logischerweise so. Aber weil ich persönlich ein bisschen weiss, dass die CPMs von Musiker-Channels teilweise sehr tief sind, weiss ich nicht, ob du das wie so in Stein zementieren würdest, ob du das in Stein noch mehr meißeln würdest, wenn du halt einen Official Artist Channel aus dem machst, weil, wie gesagt, wegen dem Wachstum oder Algorithmus, ob du einen Official Artist Channel hast oder es ist einfach ein ganz normaler YouTube Channel, passiert genau das Gleiche, würde ich jetzt meinen. So. Ich kann das wieso nicht garantieren, aber ich habe wieso beide Varianten schon gesehen und beide Varianten sind wieso gleich am Wachsen gewesen, wo ich amigs mit beobachtet habe. Und das sind mittelgroße Channels gewesen, kleine Channels, aber auch ganz große Channels, die ich mit beobachtet habe oder auch ein bisschen mitbewirtschaftet habe. Es gibt aber gewisse Funktionen vielleicht, wo nachher YouTube in Zukunft halt nur für die Official Artist Channels, wenn jetzt ein Musiker oder eine Musikerin bist, kann es halt gut möglich sein, dass sie halt gewisse Funktionen nur den Official Artist Channel geben. Jetzt wiederum das Zweite aber, nebst dem CPM, ist auch, und das ist wie so ein bisschen unheimlich dann wiederum für jemanden wie mich, dass es auch könnte sein, dass du in Stein meißeln tust, beziehungsweise dich limitieren tust, wenn es um den Mitglied-Button geht. Für die ein bisschen tiefer im YouTube-Game drin sind, vielleicht haben ihr schon gesehen, bei gewissen YouTuber, grossen Content-Creators, dass die amigs nebst dem Abonnier-Button rechts einen blauen Button haben, wo Mitglied werden oder Become a Member oder so steht nachher dort. Und das ist wie so die Antwort von YouTube,
gegenüber Twitch, wenn es darum geht, dass du jemandem Geld willst, monatlich überweisen, sprich mehr als nur ein Subscriber werden. Du willst auch Mitglied werden und die Person unterstützen mit irgendeinem monatlichen Betrag oder halt auch mit einmaligen Betrag geht es, glaube ich, auch, soviel ich weiss. Und für das kommst du nachher Special Bonuses über und bist halt wie so Mitglied von diesem Channel. So nennen sie es zumindest auf Deutsch. Und jetzt, das ist jetzt auch Urban Myth, ich weiss jetzt nicht, wie es in Zukunft werden. Ich finde es einfach ein bisschen komisch, dass ich noch nie einen International Artist Channel gesehen habe. Also wir reden von ganz grossen Musikchannels und auch mittelgrosse Channels. Habe ich noch nie einen gesehen mit dem Mitglied-Button. Sprich, all die Superstar-Artists, die ihr seht, haben mit sehr, sehr grosser Wahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video da seht, haben keinen Mitglied-Button dort. Und ich weiss nicht, wieso YouTube das macht. Ich meine, die kommunizieren das logischerweise auch nicht. Ich weiss nicht, was da für Abmachungen im Hintergrund passieren. Aber Stand heute habe ich jetzt noch keinen YouTube-Channel gesehen, der ein Musik-Channel ist, sprich von einem Musiker oder von einer Musikerin ist, von einem Artist gefüttert wird, habe ich noch keinen gesehen mit dem Mitglied-Button. Ich habe gewisse YouTuber gesehen, / Musiker, also so YouTuber turned Musiker, Leute, die eigentlich eher YouTuber sind, muss man sagen, die vorher sehr lange Content Creation gemacht haben, wo halt auch teilweise Songs releasen, so ein bisschen YouTube-Parodie-Songs und so Zeug, wo halt teilweise den Mitglied-Button haben, aber das sind YouTube-Creator für mich, so. Also sprich, das sind vorher Creators gewesen, die nichts mit Musik am Hut hatten. Und ich finde das ein bisschen strange, ein bisschen komisch und kann mir das auch noch nicht so richtig erklären, wieso keiner von diesen Artist-Channels, die ich gesehen habe, wo so zu den grösseren gehören oder meist konsumierten, dass die einen Mitglied-Button haben. Keiner von denen. So. Und ich lasse das jetzt einfach mal im Raum. Ich persönlich finde das sehr, sehr strange. Ich habe das Gefühl, YouTube sollte keinen Unterschied machen, egal ob man Musiker ist oder jetzt irgendwo in einem anderen Content-Bereich ist, sollte auch ein Musiker oder eine Musikerin die Möglichkeit haben, den Mitglied-Button zu bekommen. Aber ich weiss einfach nicht, ob YouTube aufgrund davon, weil Musik immer einen speziellen Platz hat in der YouTube-Welt, und dort vielleicht die Lizenzgeschäfte ein bisschen anders sind als bei normalen YouTube-Content-Creator, weiss ich nicht, ob sie den Button oder die Funktion mit dem Mitglied werden bewusst irgendwie nicht bei Artist-Accounts drauf tun. Aber das wäre jetzt so die einzige Theorie, noch die zweite Theorie, nebst den CPMs, dass wenn wir jetzt einen Official Artist Channel haben, weiss ich jetzt nicht, ob man sich indirekt auch limitieren tut, wenn es darum geht, dass man vielleicht nicht mehr den Mitglied-Button könnte bekommen. Aber in Zukunft wird sich das jetzt noch zeigen. Eigentlich wäre das dumm, wenn das YouTube nicht macht, weil logischerweise auch mit diesen Musikchannels, die haben ja auch viel Konsum und eine grosse Fanbase oftmals, so die Künstler, die das YouTube-Game ernst nehmen. Und vielleicht ist es aber auch nur eine Frage von der Zeit, dass die Mitglied-Buttons bzw. die Mitglied-Funktion halt auch auf Artist-Channels jetzt dann irgendwann siehst. Stand heute aber, vielleicht könnt ihr mir ein paar schicken über IG-DMs oder so, ich habe noch keinen gesehen. Ich sehe die nur bei YouTube-Content-Creators, komischerweise, aber nicht bei Artist-Channels, die teilweise auch riesige Accounts haben, wo du müsstest meinen, YouTube könnte dann dort ja auch eine Win-Win-Situation erschaffen mit dem Mitglied-Button. Darum, Official Artist Channel, wenn ihr euch fragt, das mit den Musiknoten kann man machen. Ihr werdet wegen dem nicht, es wird wegen dem nicht Views regnen plötzlich. Der Algorithmus geht nicht anders um mit einem, oder vermeintlich von dem, was ich weiss. So. Es könnte vielleicht ein bisschen anders aussehen in Zukunft oder vielleicht dann gewisse andere Meinung dazu. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist mit einem Official Artist Channel, heisst das nicht wegen dem, dass deine Songs jetzt mehr trenden oder irgendwie eine höhere Anzahl Views generieren organisch. Du kannst auch gerade so gut einfach einen ganz normalen YouTube-Channel rocken
und den aufbauen. Und vielleicht kann man sich das auch aufsparen für irgendwann später mit dem Official Artist Channel. Weil die Funktion, beziehungsweise dass es überhaupt so offizielle Artist Channels gibt mit einer Musiknote, wo so speziellere Funktionen hat, das ist noch alles sehr, sehr neu. Und darum weiss ich nicht, immer so bei so neuen Sachen kann es halt auch sein, dass YouTube einfach will, dass viel einheitlichere Kategorien festsetzen und wie ihr eben gesehen habt vorher mit den CPMs und gewissen Dingen, mit dem Mitglied-Button halt auch unter anderem, vielleicht kann das ein Vorteil sein, vielleicht kann das aber auch ein riesen Nachteil sein teilweise, dass halt dann YouTube eine Unterscheidung macht zwischen einem Artist-Kanal auf YouTube und einem ganz normalen YouTube-Content-Creator-Kanal. So. Wenn jetzt der Official Artist Channel mega viele Benefits hat, wo der YouTube Content Creator nicht hat, ja, dann kann man natürlich sagen, easy, dann go for it, mach's natürlich. Aber ich weiss, das stand heute nicht, ob du sehr viel mehr Benefits hast. Weil die meisten Funktionen, ich sage mal 99% der Funktionen, werden dir auch so bekommen. Sprich der Community Tab und so, das werden dir auch alles so bekommen, wenn er genug uploadet, genug viel Traffic hat. So, und wegen dieser einen Playlist, die dort dazu kommt, die Musikvideo-Playlist, wo man nicht selber kann, verändern und automatisch generiert wird, dass man es wegen dem macht oder wegen dieser zusätzlichen Spalte, dass man all die Topic-Cover-Uploads in einer Spalte hätte, das ist jetzt auch nicht ein riesen Mehrwert dort. Und mit den CPMs, das wird jetzt einfach in Zukunft sich ein bisschen zeigen. Aber es stimmt, dass wenn man es jetzt richtig macht und das richtig ausfüllt, werden die Subscribers zusammen mit deinen YouTube-Subs zusammengezählt werden auf deinem eigentlichen Hauptkanal nachher. So. Einer von diesen Kanälen, die du halt hast, wird nachher zu deinem Hauptkanal, wo er nachher, wenn ihr seht, wird halt rechts so Musiknoten sein. Genau, wie funktioniert es jetzt bei Label-Channels, für die da zuschauen und sich interessieren? Bei Label-Channels ist es ein bisschen schwieriger. Du kannst einen Label-Channel haben und den kannst du auch zu einem Official Artist Channel machen, beziehungsweise dem kannst du auch eine Musiknote verpassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt da, dass es meistens zu dem Artist nachher zählt wird, wo die meisten Uploads, sprich der meiste Konsum auf dem Label-Channel hat. Wenn man jetzt 4, 5, 6 verschiedene Artists auf einem Label YouTube-Channel releasen, dann wird es vielleicht ein bisschen tricky, weil dann kann es sein, dass du einen Official Artist Channel daraus machst und YouTube sucht nachher nach dem einen Künstler, der halt immer mit dem YouTube-Channel in Verbindung steht, und dann könnte es vielleicht für die Metadateninformationen könnte es dann plötzlich ein bisschen funny werden, dass es ein Durcheinander gibt. Bei Label-Channels ist es jetzt noch nicht ein sicherer Wert, dass man das jetzt umkonvertieren muss. Wenn man jetzt ein Label-Channel ist und man release nur ein Artist sozusagen, also Songs von einem Artist, und man tut nur so, als wäre es halt einfach ein Label-Brand dahinter, dann könnte man auch einen Official Artist Channel aus dem machen. Es wird aber, sobald du mehr als 2, 3 verschiedene Künstler und Künstlerinnen drauf würdest uploaden, wird es dann ein bisschen schwierig, weil das Official Artist Channel, die Funktion setzt im Moment noch, das kann sich ändern in Zukunft, aber im Moment setzt sie noch voraus, dass du halt wie so das auf einen Artist, auf einen individuellen Artist-Account kannst hinzielen, und bei so Label-Channels wird es dann einfach ein bisschen tricky. Da würde ich jetzt eher empfehlen, das mal so zu lassen. Und für gewisse, ich sage mal so, für gewisse Zuschauer und Zuschauerinnen, die da jetzt zuschauen, die mega deep im YouTube-Game drin sind und das verstehen, so für eine Content Creation Funktion, und dort so ein bisschen verstehen, sich das internationale Bild auch anschauen und ein bisschen mit CPMs können spielen und verstehen, dass sie eher auch die Perspektive von einem YouTuber eingehen wollen, kann es halt auch gut möglich sein, oder kann es etwas bringen, dass man vielleicht nicht gerade sofort den Official Artist Channel macht. So. Weil im Moment ist es noch ein bisschen unklar, wie viele Benefits dir das tatsächlich gibt, bis auf die wir jetzt da erwähnt haben.